Zur Anfang will ich hier ein paar lesen uit Psalm, Psalm 23, Vers 5. Du machst für mich einen Läschroll, so dat meine Fiend dort sollen. Relatief. De gaten roos die vandaag samenis met de weer, willen we in dit jaar volken hier willen, hechten nicht. Gott sagt, sitzt du Fiend, sagt die Mund du. Ich habe die Mund neu gemacht, ich habe die Läsch neu gemacht. Und richtig stot worden, de Fiend worden sich dort ontjetje. En dan worden ze ranen. Und wir wollen wieder Gunne und Oive mit den Augen von ans Hort tschitschen. Ihr habt verschiedenste Lebensmittel, wie sagt man da politisch, verschiedenste Ethik. Gott redet von verschiedensten Ethik, immer weiter, und besonders am Ölenbund wird mal geredet viel von Manna. Manna wie so eine Kurns, wenn auf Edlacher, wenn Gott jedes Mal ins Hand lädt, aus Israel von Ägypten, aus der Sklaverei, Rütjentje, eine Kanaan. Und dann, wenn wir mal so eine, wird dort ans Sot machen wird. Einmal dort zu Euwe, das erste, was wir hier rütholen, ist also, ein Brot. Manna. Manna te eine Cookie bakt. So. In Psalm 34, Vers 9 sagt es, schmeckt en tjeit tot de haar gut is. Na, we wel we dat aufbieten. Ja, freust dich hebben we eten. En nu zegt het, voor ons binnenste leven, schmeidt en tjeit tot de haar gut is. We schmeidt dat. We kunnen we dat proeven. Dat gaat daarom dat we met onze binnenste ogen zonne leren. En met ons hart leren te schmaken, te geven. Jeder Bild in de Bibel van eten, met wien God ons verder deed, de Israël te jane tijd, steht für eine Sache, für etwas, für wat ons binnensten Mensch so machen soll. Alles, wat de voeder ons geeft, dat heeft veel calorieën. Weet je wat dat is? Calorieën, dat maakt zo, dat brengt veel kracht. Es ist gut nötig, so ja viel von dort zu eten. Du brauchst zum Frühstück nicht 10 Stück von dort eten. Vielleicht 1, vielleicht 2. Wer länger nicht hat, wer fast oder nicht eten kann, dem scheint es so, dass das ganze Leben alles wird ein bisschen gräb. Alles ist gleich weich. Alles wird ein bisschen dünn. Wenn du länger nicht gegessen hast, dann wird das ab den Säunen. Wir wollen vandaag leren dat ons eten, wat we te ons nemen, geestlich, heeft te doen met we Gott wie Säune kennen. En wat wie Säune kennen. Zum Beispiel wird Gordon aus der Schlange mit Eva reden. Eva hielt wird, wenn sie was soll ja klug sein, was sein ist es Gott. Und diese wird, wenn der hier diejenige sie ganz glatt nennen, aus dem Eten. Was passiert futz mit der Augen? Die tscheit nochmal, hat ich gut gesagt, diese Frucht ist aber so ja lecker. Die wird so schön schmecken. Wel mal proeven. Also der hier ist wird, und heute ab, schluck darauf, kalt er nicht ut, oder höll nicht das Müll tö, und futz dann noch
ändert sich, wie sie Säune deuten. Ab einmal war es ein, wie interessant das Baum wie, wenn Gott verboten wurde. Und wer wird bei Adam? Adam verstaubt sich hinter dem Baum. Und was fragt Gott an? Hast du vielleicht von dem Baum gegessen? Oh, er hat gegessen. Er hat was zu sich genommen und seine Säune hat sich futz verändert. Ab dieser steht negativ. Er dachte, Gott wird am hinter dem Baum auch nicht säunen. Seine Säune hat sich futz negativ verändert. Und nu lesen wir wat wunderbares uit Hebräer, Kapitel 6, Vers 4 und 5. Dan dort es allmählich, durch janje, de einmal am Licht gekommen wären, und geschmeit ha, der himmlische Guv, in dem Heiligen Geist dollhaftig geworden sind, und geschmeit ha dort Göde Wort Gottes, in de Kraftchen, de Kraften der zukünftigen Welt. Hier redet von Eten, von Schmaatje, von Prüfen und von drei verschiedenen Dingen. Es sagt, wer geschmeit hat, der Guv vom Himmel. Dort sind die geistliche Guve. Dort ist der Heilige Geist selbst. Alles dort, wo Gott mir in die gegeben hat. Wer dort geschmeit hat, wer geprüft hat, wie schön dort ist, wenn ein anderer eine Zeit die mitgemacht hat mit seinen Guv. Wie schön dort geht, wenn einer ein Segen für die wie, oder du für dem anderen. Und es sagt, wer geschmeit hat, dort Gölde Wort Gottes. Wort Gott zu dir redet. Wer redet heute die? Wer redet die immer an? Das manchmal am Alltag sperrt sich das meist nicht zu glauben. Lest mal eine Epheser, ein Philippa, ein Kolosser. Je sind besonders Heilige. Je sind meine Utgewählte. Je sind mein Hus. Je sind meine Kinder. Folgt sich meist nicht zu glauben, wie Gott von uns redet. So gut sind seine Wege zu uns. Und wenn wir die eten, wenn wir die annehmen, abnehmen, dann geht das Wort mit uns säunen. Die geistliche Guve vom Heiligen Geist kommt an Schmaatje. Und wenn gerührt wird, kommt Ete, dann passiert 14 Schiff. Wenn es Ramedach ist, und wer sagt, ma, oder wer Ete komme, was geht 14 an die vier? Ganz viel, ja? Du, der Twielerand, du stellst die vier, die in der Nähe sei, verruht die all, jeftet von dort. Was jeftet von dort? Jeftet Etschke, der Ries, was? Du fräst die all, und du setzt die in Richtung Tschetsch, ab dem Weich. Du fängst an, durch Hand zu gehen. Ete kommen. Und die Zeit, als der Schlange sich mit Eva verteilt, dann jent bei Eva all was vier. Dort will aus ein, Ete es vor dich, komm. Verstehe je? Der Schlange redet nicht an, wie Randel das Schwild hat, da muss sich alles reut, kurz Wort gejeten. Hier eine negative Wies. Einmal, wenn Gott zu dir redet, dann wird dort bei dir auch bewirkt, dort du Appetit kommt. Dort du wirst satt worden von seinen Wirten. Hier sagt es, wir haben auch geschmeit die Kraft von der zukünftigen Welt. Wir haben geschmeit, wer uns Gewässer rein geworden ist. Wir haben geschmeit, wie wir uns mit Menschen, die wir verstreten, die verletzt werden, haben versöhnen können. Wir haben die Kraft von der zukünftigen Welt. Haben wir geschmeit. Wir können dort eten, dort fühlt sich gut. Wenn wir uns mit wem war da alles an Ordnung gebracht haben, wenn wir uns wo entschuldigt haben, der sagt, ich verzeih die dort. Wer schmeit dort? Dort geht auch so ja schön drauf an Antwort. Dort fühlt sich so ja gut, dort schmeit schön. Jeder Ete, wenn wir eten, dort soll oder bringt uns Körper Kraft und Energie. Kraft zum Leben, Kraft zum Wiedergehen. Alle wir, wenn Gott zu uns sagt, sind geschenkt, dort bei uns Energie, dort bei uns Kraft gibt, möglich zu sein.
wieder zu tun. Wenn du sind es dort zum Beispiel dort da einer wird verteilt und die lacht so ja und die frisst die so ja. Und in dem nächsten Moment sagt dir einer, was so ja jämmerlich ist, dann bist du futz ganz doll und ganz schwach und mütlos. Dann wisst du ein bisschen, dort du hast diese Friede, dort wäre nicht wieder die Wahrheit von Gott, wenn du jeder hast. Verstehst du, was ich meine? Wenn der Friede futz wach ist im nächsten Moment, dann haben wir uns nicht so die Ete und Gott sie Ete. In Nehemia 8, Vers 10 sagt es, und heu seht ihr an, Gott gut han, et fatet und dringt säutet, und schenkt Deule den, für den nicht reugemacht ist, dann der Dach ist unserem Herrn heilig, und sieht nicht trürig, dann der Fried und Gott ist jene Kraft. Und wie denke über Gott nun, wie rede von ihm, wie tschütchen ihm mit unseren bennersten Augen, und dort macht uns, jeft uns Energie, dort jeft uns Kraft. Das ist nicht bloß bla bla, das sind nicht bloß Schmacke wie sind das meins. Der Fried und Gott. Denk mal bloß ein Bett über am Nu. Wie hast du am belebt gestern? Letztes Jahr. Von dort. Denk über dort nu. Red davon. Dort jeft die frische Kraft. Dort jeft Fried in den Hort. Gott seine Wied, die macht frische Kraft. Seine Wut, seine Guve und seine Kraft. Wenn ich Gott im Gottesdienst hier anbeten, lob und mich frei, und am nächsten Moment, am nächsten Tag irgendwo ein kleines Problem kommt, und ich futz Angst haben, besorgt sie, in Joma, wo ich nicht bloß töne, dann halt mir nicht so diete. Aber mehrlich ist das. In Hebräer 13, Vers 10 sagt es, wie ha einen Altar von dem schon recht harte Eten durch dem Zelt, dem Ölenbund deunen. Sind das bloß Bilder? Hier sagt es, da ist ein Altar, im Ölenbund wird da ein Tier geschlacht, meistens irgendein Schub, und von dort Fleisch wird ein Luther gegessen. Ein Doll wird verbrannt für Gott, in einer anderen Stadt wird aufgeschnitten und dort oit die Familie dann ab. Na, was der wieder nu? Hier sagt es, wie ha ein Altar, von dem wir eten. Was Jane, wenn nach nur Mose leben, nicht dürfen oder nicht kennen. Was ist dort Opfer? Jesus. Das Lamm Gottes ist Jesus. Und hier sagt es, wie eten vom Altar. Das meint, wie denken darüber nur, wie reden von Jesus in Opfer. Und wie on dort, wie dort antitchen mit unseren beinersten Augen, macht dort uns so. Wie eten von dort. In Hebräer 13, Vers 9 sagt es, Lut ihr nicht wachrieten, der ich manche in fremde Lier, dann dort es geht, dort es hört, der genug gesteuert wird. So. Das sind nicht bloß wir. Als beinerster Mensch, der hat Hunger. Und Gott hat, was dem Sod macht. Und hier sagt es, ans Hort wird gesteuert, der genug. Darüber nur zu denken, sich darüber zu freuen, davon zu singen. Gott hat mich so reich beschenkt. Gott hat mich von einem Sünder zu einem Kind des Himmels, zu einem Bürger vom Himmel gemacht. Halleluja. Jeder Lier, wenn er die Möd macht, strengt die Mäuer an. Man hat bloß viel mehr Bäde und viel mehr Wiedbrücke. Jeder Lier, wenn sagt, du machst die für Gott bloß so ja anstrengen und wirst dabei ganz müde. Wer wie dort haft mit so eten nicht zu tun. Da wo wir ladig, da schaffe dort folgt sich nicht richtig an. Gott, so lesen wir am Anfang, Gott röbt die und sagt, komm eten, komm schmach, wo Gott ete die sie.
Gott beut uns eine ganze Bibel immer weiter zu eten und sagt, hier, Jesus gab dem letzten Abend ein Brot und sagt, das ist mein Körper, nehmt, et. Wir sollen nicht Kannibalen werden, aber wir sollen dort säunen und davon reden und dort te ans nehmen und ans Wort abnehmen. Dort heu es, wer ans Sot macht, unsere Bedürfnisse, eine Läufe, eine Ungenommen sein. Wenn es heute, du machst Säuerbäder, Unbäder, Fasten, die anstrengen, aber du bist doch nur kaputt, dort folgt sich bloß Säuer ohne Religion, nicht eine Gott. Gott krocht uns eine Sindash, ein heuhaftem Dash, voll gemacht. Und was heu uns jäft, dort bringt uns Kraft, dort nimmt uns nicht unsere letzte Kraft. Gott fordert von uns nicht so sehr, dort wie arm geben solle, als dort wie von arm annehmen solle, was heu uns jäft. Was hat Schmaatje mit Sonne zu tun? Die denke gerade an die zwei Jünger, die an dem Tag, als Jesus abgestunden wie, eine Emma auszuführen. Da stand die Sache nicht dort Jesus wie. Die kommen einfach dabei und die warten nicht mal an dort Jesus wie. Die Sache nicht. Den er Sonne wie Töp. Und wenn neue Jünger die Augen auf, als Jesus Brot brug und angab, dann ab einmal sagen sie, als sie das Abendmahl nehmen, das ist doch ans Haar. Heu wieder ein Verzweig, aber wie wäre die Augen aufgegangen? In dem Moment, als sie zu sich nehmen, Jesus ist für mich gestorben. Jesus in Körper ist für mich gegeben. In dem Moment, wo sie über Jesus ihn Tod und sein Tritt nur dachten, gehen sie an Fuß ganz kraftvoll die Augen auf. Je mehr du Jesus schmeißt, so mehr liegst du am Tjane. Nu zijn we bij het manna. Gott, de Menschen hadden Hunger in der Wüste, die waren nicht mehr Sklaven, aber die waren noch nicht angekommen. Und die hadden Hunger. Gott sagt, et wordt die Brücke. Jeder Morgens wird dort auf die liegen. Manna essen, eten, wenn sie in der Wüste hadden. In der Zeit, wo sie auf dem Weg waren. Manna steht dort muck Säuer gut sot. Der heute ein, zwei gucken und dort reden den ganzen Tag. Manna ist ein Brie oder ein Mehl vielleicht, Luther, wenn sie dort viel gemult haben, was jeder Tag zu eten soll. Und für was steht Manna? Gott sagt, ihr seid mein ausgewähltes Volk. Alle Völker und am waren heute dort, et Gott sie. Und ein von dort ist, et bringen jedes Morgens Brot. Et versorgend, et machen satt. Manna steht also für, wer bist du? Wer sie et? Manna steht für ausgewählt sein, berühmt sein. In Matthäus Feuer, sagt Jesus dem Feind, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, aber von jeder Wort Gottes. Stellt ihn vor, horch einmal an den Hort nennen, was Gott nu zu dir sagt, aber wer du bist. Atmal, biet mal ein Stück von dem Manna auf. Steht mit der Augen von den Hort. Was sagt Gott zu dir, wer du bist? Wer redet heute dir? Horch mal, vielleicht sagt er dir irgendein Bibelvers oder bloß ein Wut. Nimm das eine Wut, was Gott über dir sagt, wer heu dieses, wer heu die nannt. Nimm das, schluck das drauf, käf darauf und wo sagt. Das Verlangen von uns hört, dort ans wer läuft, dort wie für wem wichtig sind. Gott sagt, du bist das Wichtigste für mich. Mein Sohn gab sein Leben, sein Blut für dich. Ich habe die ausgewählt, Herr, dort ich die Welt mag. Wie wenn Gott sagt, über die, zu die, von dort zum Morgens. In Offenbarung 2, 17, da redet Jesus so, die Gewinner, wo es von dort verstorbene Manna zu eten geben.
der Überwinder, et worden von dit Manna te eten geben. Wer bist du? Und wer sagt es? In dem wo et auch einen witten Stein geben und ab den Stein ein nie Numen geschrieben. Also Brot und einen Stein mit nie Numen. Und wer ist die nie Numen? Kind Gottes. Et sie ein Sehen, et sie eine Tochter vom Vater im Himmel. At Gott sein Manna. Heu sagt die, wer du bist. Und 2. Mose 16, 31 sagt es, die Israeliten nannten dort Brot Manna. Dort wie so aus Koriandersud, aber wird ein schmeidende Schnettchen mit Honig. Ich wisst gut, dort ist Honig. So, dort schmeidt Seut, wirklich Sod. Und Gott sagt, nimm dort Tödi, wird echt sei, wer du bist. Vertrue nicht dem Feind, das Eva und Luther Adam. Die vertrude auf andere Wied, in denen sie ihre Augen jentje op. Für was? Bloß für wir nötig sie wäre, und dort soll sie mit Gott verspielt wurde. Sie musste sich verstappen. Art Gott sein Manna, wo er sagt, schaut mal, wer du für mich bist. Schaut mal, wer echt für die sie. Schaut mal, wer Geld echt die sie. Denk über seine Läufe nu und keef dort durch, schluck dort durch, schmeit dort, wer geht dort ist. Gott sein Geheimnis, es steht in Kolosser, Christus es en nie. Das sind so eine Wied, so eine gewollte Wied, da muss wir länger kämen, glaube ich. Ma warte ab dort kämen. Christus, Gott sein Sehen, und Gott sein Heilige ist, sind en mi bene. Jeder Tag, den Alltag, jeder Moment. Und es zeigt in Kolosser dort, Gott wohnt in seine ganze Fülle, so falls es Gott erst mit läuft, wohnt er in mir, wohnt er in dir. Ich habe hier noch was mit. Das ist Wein. Eten ist zum Trinken. Was redet Gott von Wein? Für was steht dort wohl? Wenn Bedürfnis, weil Gott mit Wein so machen. In Sprüche 18, Vers 20 sagt es, von der Frucht aus seinen Mühl wird dort innerliche, vom Gewänz seiner Lippen wird heusot. Was redet wie? Wenn wir redet wie? Zu Gott, ein ewiger Gott. Es macht uns so. Von was wir reden, dort fällt uns benachsten Mensch. Dönt uns wie dem anderen Sinne oder an was schlechtet Menschen, korte Zeit Luther, fällt sich ans benachsten Mensch mit dort, mit Gefühlen und Taten, die kommen heran. Es gibt so ein Beispiel dort, wenn zwei Menschen boxen oder sich in irgendeinem Wettkampf, ein Torneo schlungen sollen, ernst, nicht bloß an Punkte, dann dönen die sich vorken verher, so ja beleidigen. Die stunden da er zwei, und die sei der schlechteste Wied, wenn die sei kennen, über jener. Zum dort an Beine ein Dal sein hecht kommt. Dort die Gefühle sind, dem sie so ja aus mehrlich zu schlunen. Ich red heute Wied. Und dann wost sein Gefühl in sein Hut an einem ab, dort auch zu dönen, was er gesagt hat. Nu, auf der anderen Seite, was red wie gültet. Eva an, dort wird wusst, dort ein Gefühl kommt, dort kriegt zu dönen, von was wir reden. Wir sind Eten. Wenn du redest, förderst du den benachsten Mensch. In Sprüche 23, 33 sagt es, hier redet von Wien. Deine Augen waren fremde Dinge, Sonne.
En die hoort wordt verkeerde dingen reden. Hier redet van wien drinken im Negativen, wann wir uns ganz besuchen. Hier sagt es, wien mag dat de Augen Säune ab einmal anders. Red ab einmal. Wenn wir dort mal positiv nehmen, für was steht Wien? Haben wir noch nicht verraten. Wenn wir dort positiv nehmen, also Menschen trinken Wien, wenn sie nicht süpen, trinken sie, dass es dann schon geht. Ja? Wenn wir Wien trinken, wird man mit Mötja, die Augen wird einem jetzt noch so ersteht, dass erst gar nicht mehr halb so schlimm. So, dort geht irgendwas mit den Augen, irgendwas passiert mit dem Hort. Wenn man wem da wie, hat man dort nicht gesagt, ohne 2, 3 Glas Wein, aber dann sagt man dort einfach, irgendwas geht der Wein mit uns. Das verändert ans Säune, das verändert ans Hort. Hier ist es im Negativen. Wein mag dort die Augen säune und das Hort redet. Und Wein soll Stunde für de Leuf, wenn de Heilige Geest en ans Hort nennt, schät, oder schild, oder plänjat, oder jut, oder das Geratste, was die Verstelle kostet. Wir sollen, sagt es, nicht voll sein von Wein, aber vom Heiligen Geist. Das ist ein Bild, wenn sagt, die Wirkung wird eigentlich wienhaft, dort die möglich war, dort die viele Kleinigkeiten dönt waren, dort die einfach ganz leidlich bist. Dort soll der Heilige Geist in die dönen. Gott seine Leib. Das zeigt, Gott seine Leib ist ütig Gute an unser Herz. In dem Buch Leut de Leuder, Kapitel 1, Vers 2, da sagt der Brüd, heu soll mich küssen mit dem Kuss mit seinem Mühl, denn deine Leib ist besser als Wein. So, dort wird Wein det bei ein Charpa, dort soll Gott seine Leib durch den Heiligen Geist tönen an uns beinersten Mensch. Und das ist eine Frage, wenn auch der Church stellen kommt nach Jesus. Zu sagen, Jesus, küss mich mit dem Kuss von deinem Mühl. Deine Leib ist für mich besser als Wein oder aus der Basta Wein. Red immer weich davon, zu Gott und zu anderen, wie so ja du läuft bist. Und bete, wie so ja du Gott läufst. Aber wie wollte dort, wie läuft es nicht ein klein bisschen so viel, als wie Gott uns läuft. Red davon, wie so ja du läuft bist. Und Leute 2,5 sagt es, da sagt auch wieder der Brüd, stört mich mit Kuchen von drüben, tröst mich mit Apfel, dann ist sie krank für Leib. Geht darum, voll zu sein, betrunken zu sein, dort unsere Untersöhne in ans Hort anfangen zu reden, so voll zu sein davon, wie geht es mir, mein Gott, wie soll läuft für mich. Ich gleich so ja die letzte Zeit zu lesen in Psalm 139. Da sagt es, ich kann die, ich interessiere mich für die. Was immer du denkst, als du redest oder still bist, als du abstehst oder gehst. Und du kannst dich nur nicht für mich verstoppen, willst verstärken, willst ich will immer dicht bei dir sein. Ich interessiere mich für die. Ich will da, als du in dem Buch von deiner Mann gemerkt wird. Gott sagt bloß, wolltest du eigentlich für Gott die sie? Ich lese das so hier immer und immer wahr, dann eet mich und dort so. Oder sei wie, ich drink mich voll. Faller an Faller. Gott, du läufst mir so, ja. Ich freue mich, ich danke dir, ich bete dir und ich bewundere dich. Dann haben wir noch was nicht. Ich habe von dort mal geprüft. Ich war nicht allem anbeide. Honig. Honig, war lecker. Komm an Honig, einmal wie es ete? Hast du mal geprüft? Das geht nicht.
nicht mal Lepel wies. Ich prüfe von dort mal ein kleiner Lepel, das dreht so lang. Da ist so viel Kalorien, so viel Zucker, so viel Kraft drin. Für was steht Honig? Gott stellt von dort auf den Tisch für die Honig. Was bedeutet Honig? Warum mag solche Honig dort der Ugebet sein? Für ein Examen wird Forken, Schokolade oder irgendwas sollte jeder dort beter denken, so eine Verstehen kostet, wird der Lehrer von der Welt. Der solche Honig, der hat so viel Zucker, da braucht es ein Kleinbett, ein Lepel von. Und du hast ganz viel frische Kraft. In Matthäus 3, Vers 4, da lesen wir, wie Johannes lebt dort, viele Jahre. Heu über Johannes hat sie eine Schleuder von Kameulenhor in einen ladenen Gart am Lenden. Sie eten wir über Heuschrecken und Wille Honig. Die Leute dort, die sich so gegessen haben, ich meine, sich voll gefliegt haben mit Honig, die braucht immer bloß ein paar Lepel am Tag. Dann hat er die Kraft, wenn er die Jahre lang braucht, um in der Wüste zu leben. Der heute noch Heuschrecken, aber sonst heute steht Honig, na wie die sagt. Wir sollen dort Honig essen, eten für Könige. Und Sprüche 24,13, Sprüche 24,13, da sagt der Königin Mate er sehen, Art Honig min sehen, dann heu es Geld. In Honig es dienen Mühlbein soit. So, da wird dem Prinz, dem König gesagt, Art Honig. Das ist Geld für die. Honig ist ein Symbol für Gewinner, für Sieger. Ich will hier mit dir dort einmal nur lesen. Und 1. Samuel 24, 29. Da, die ganze Geschichte wollte ich nicht lesen, da wie wird, der Philister kommen zum zurück hier in Israel. Israel hat keine Chance. Der Prinz Jonathan, der sagte seinen Helfer, wer muss gehen? Wenn Gott mit uns ist, braucht er nicht viele Menschen. Wer wäre zwei, den mal ran? Da standen Hunderte, Tausende, Zehntausende jener. Wer wäre zwei gehen? Gott wird uns helfen, wir rennen den Doel. Und der jentje möglich los, Jonathan, der kam an, der war dem ersten Eint, und sein Helfer muckt ihm dort. Und das jentje 20 an einer Reihe, ein paar Sekunden. Und die ganze Armee von den Philister steht dort, die Eid schädert, die warten alle durcheinander, die fangen alle an, weicht heran, dalt zu sein, einer dem anderen dort zu machen, da kommt Panik, da wie alles ut. Saul wird dort an, der König von Israel, und sagt, Hinjaron, wer wird denn allem geriepen? Und der rannte den Hinjaron, und dann sagt Saul, warnt jünd, wer von dort wird eten, sagt heute sie nicht trier, wer wird eten, wird verdiester worden, ver dort wie alle Fien tot gemacht haben. Nu zullen die Iraner als verreit über nichts eten. Was hat sich der König ausgedacht? Mit was sollen die dann kämpfen? Einer hat das nicht gehört. Jonathan. Alle waren so schwach und moi, der schlappte sich dort durch den Wald und wusste nicht mehr wieder. Jonathan steht da seine Augen wie auch ein bisschen moi geworden. Dem sagt auch alles gräben, alles gelegt. Aber dann sagt er, das wie der Tiet, wo Honig, da steht das Schild der Honig. Und dann haben sie ihn stark und prüft einmal. Und dort redet dort seine Augen für das Abdachte. Er sagt, wow, das ist aber schön. Schaut mal, der Honig in seine Augen, seine Säune ändert sich futz. Da sagt, ey, das ist aber schön. Und er sagt, no, den Paar, die sagt, wer ete wird sterben. Und dann lesen wir das. Hier sagt es, und Jonathan sagt, mein Vater hat dort Land Angeleit gebracht. Schaut doch, dort meine Augen munter geworden sind, weil ich ein Beet von dem Honig geschmeit habe. Jonathan hat all gewonnen. Wie möglich losgegangen und aus einem Mäuder ward,
dann fehlt bloß ein kleiner ein vom Stock Honig, na, wie die war da möglich, zum Wiederrannen. Und wer hat gesagt, nicht eten? Nu wo wir fasten, beten und kämpfen, was wir denn alle dort haben? Der Paar. Der Paar läuft nicht total gewonnen wie. Der Paar läuft, du musst noch so ja schreitlich gekämpft. Jonathan hat gewonnen. Der hat da die ersten 20 angeheft. Und der andere rannte von selbst. Da wir allen sich. Jonathan konnte ganz merklich ein Bett Honig nehmen und sich freuen. Der Sieg ist da. Wir haben gewonnen. Bloß mein Paar wollte das nicht. Und er hat allem verboten zu eten. Vorhin ist dort ein menschliches, ein religiöses Verlangen zu sein, wir mehr beten, mehr fasten, wir mehr schaffen, uns mehr anstrengen, wir wollen einfach noch gewinnen. Und es steht zu sagen, Jesus hat gewonnen. Ne? Wenn wir uns das schon schmeißen lassen. Nehmen wir im Bett Honig, sagen Jesus hat gewonnen. Wenn wir mal uns denken, wer hier der Gewinner ist. Ob es nun eine Krankheit ist, oder ein Eileid passiert ist, oder mit Geld wird gewesen ist, mit in der Wirtschaft, wollte ich nicht. Und es steht zu sagen, niemand will so ja rassig beten, kämpfen. Nimm Bett Honig. Für den besten Mensch, sei Jesus. Wenn wir mal Leute sagen, wer hat eigentlich gewonnen? Dem größten Kampf. Und auch diesem kleinen, und wenn wir echt nicht stehen. Und 1. Samuel 14, 44. Saul will, was von Gott wollte, und Gott redet aber nicht. Dann sagt Saul, wer hat gesündigt? So, nu kurz mal Leute von ihr. Hier steht ein Mensch sehen, hier steht das falsch. Wer hat gesündigt? Und das Los wiest ab der zwei. Dann sagt Saul zu ihnen sehen, irgendwann, sogar wenn du dort bist, wenn du von dort was gegessen hast, was echt verboten hat, wie wollen die das machen? Stellt und fair. Der Gewinner soll das gemacht werden. Weil es einer läuft, du musst noch gekämpft, nicht der Kampf ist gewonnen. Und dann redet über das falsch. Da waren die Soldaten alle Leute und die sagen, aber nicht. Das sagt, über das falsch seht zu Saul, zum König, soll Jonathan sterben, durch diese große Radung in Israel geschafft hat? Das soll nicht sein. So wurde Haar lebt, wenn ein Haar von seinem Haupt ab Eid fällt, dann hat mit Gott an diesem Tag gehandelt. Obwohl Jonathan der Sieger über dem Feind wie, war seine Augen mit der Zeit matt, weil sie heute lang nicht stehen. Ein Bet habe ich, und er sagt, wir sind doch die Gewinner. Timmel der Rane, oder? Was machen wir uns sagen? Was sollen wir nicht prahlen? Bei denen habt ihr geschert. Wir haben gewonnen. Gott ist mit uns. Von wo kriege ich das im Honig? Die Leute in der Bibel, in Kapitel 4, Vers 11, da sagt es, Honig rand von deinen Lippen, meine Brüd. Honig und Milch ist unter deine Zunge. Das ganze Kapitel vorher redet der Brüd über ihr Brigam und sagt, du bist so stark. Wir lesen das mal, Kapitel 3, Vers 7 und 8. Check durch, sagt der Brüd, Salomo sein Bad, zast dich Helden rundum, dort selje her von den Helden Israels. So alle vieren dort Schwert, sind geäuft im Kampf. Und jeder haft sein Schwert und seine Haft zum Schutz vor dem Schrei in der Nacht. Und dann sagt der Brigam, aus der Brüd am so bewundert und sagt, oh, du bist ein Sturcher und deine Kämpfer sind der Beste. Du bist sicher über Tag und in der Nacht. Dann sagt der Brigam, Honigrand von deinen Lippen, meine Brüd, Honig und Milch ist unter deine Zunge. Wenn Jesus ihn sich bewundert und ausspricht, dann wird es so in den geistlichen Müll, vielleicht sogar in das körperliche. Jedes Mal, wenn ich von dem Sieg von Jesus rede, dann wird sich meine geistliche Säune verbessern. Verstehst du wie? Irgendeine Situation, wenn Schwur irgendwie verbrochen ist und wir wollten nicht mehr, was dürfen wir und wo kommen wir hier wieder? Macht ein Bett habe ich. Jesus, du hast gewonnen. Zack,
und dann gehen die Augen wieder auf. Aber das ist alles halb so schlimm. Wat sich alle Rehle, will Jesus ist der Herr. Der hat gewonnen. Das Kampf ist all entschieden. Halleluja. Soll dort, Kirche ab dort so, dort von Jesus sich reden, dort meint den bennersten Mensch mit sollten Honig so machen. Gott der Vater beut an. Hungert die? Fehlt die Kraft von dort? Nimm ein Lepel von meinem Honig, von dem Sieg, von meinem König, von meinem Sehen Jesus. In Lukas 14, 17, da vertelt Jesus, und heute scheit sein Knecht am der Gostmultit, am der Engeludne zu sein. Komm, dann alles ist allroid. Gott haft nicht direkt, der rennt nicht im Schalldruckraum und sagt, ich zieh noch nicht vor dich, komm Luther. Da sagt der Dash ist reut. Wolltest du, wer du bist? Nimm meine wieder über deine Identität und atme ab. Mangelt es dir Unsicherheit, dass du geläuft bist? Red über, wie soll ja eigentlich Gott sein? Red über, wie treu die dein Leben lang gewesen sein. Drink Wein, drink meine Leute, wo so und geleidlich. Sollen die deine Augen nicht mehr klar? Nimm bitte Honig. Vier einfach mit Jesus dort heute gewinnen ist. Sei am dort. Lobe am dafür. Wichtig ist, dort wir nicht den ganzen Tag plus Honig essen. Das wird uns nicht gut gehen. Wichtig ist dort wie Honig essen, wenn wir den Brücke. Wenn dann Kampf ist und die Brücke Sieg, dann reden wir von Jesus in Sieg. Aber wir reden nicht den ganzen Tag bloß von Kampf und Sieg. Malmatig verpüst. Malmat wir uns einfach schön gehen und sagen, oh Gott, du bist mir so gut, wirklich gelegentlich seht ihr dort. Wir machen nicht den ganzen Tag bloß kämpfen. Sagt ihr einfach mal Hahn und Friede über den Gott. Gef am die ihr, komm zurück. Und wenn immer die hungert, und der Feind wird stehlen will von wer du wirklich bist, hat die so, red davon. Das seht, ohne deine Zunge, es Honig und Malz, meint, wenn du redest über die Wahrheit, wenn Gott für dich hat, mag dort den Bannerste Tod. Komm, nimm Futter in Dash. At Manna, at Wein, at Honig. Der Futter hat noch viel mehr, aber wir reden von diesen Dingen. Wenn du weißt, wenn dir dort fehlt, Typ zu beten mit wem anderen, futzt nur Gottesdienst wird ab Betseite wir seine, mit die Typ, das Dach zu beten, Honig zu nehmen, oder Wein, oder Manna. Und dort so zu machen, wo du Hunger hast. Aber nicht bloß die Viere sind Städte zu beten. Du hörst beim Terroré kommen Kreuze, mal ein Stück Honig nehmen, das ist Jonathan, mal im Stock und einstappen, weil weißt, wer der Gewinner ist. Mir geht das letzte Weg so, oder mir geht das von dort so, aber weißt, wer der Gewinner ist? Red einer mit dem anderen. Fördert einer dem anderen. Et selbst. Danke, Jesus, dass du bist das Brot. Du bist unser Fried, unser Läuf. Du bist der Gewinner. Danke, Jesus. Du bist da, wenn du uns so macht. Und das schmeißt schon, was du uns gibst. Und das gibt uns Kraft zu leben, von dort in der kommenden Welt. Amen. Predigt das Bad ein, in der Gottesdienst von hier auch. Aber welch kommt, stellt ein Typ, bet einer mit dem anderen, hier und alle Welt. Wir sehen uns für die nächste Welt. Amen.